Es ist eine Machtdemonstration Viktor Orbáns im Parlament. Mehr als 70% der Abgeordneten stimmen für das umstrittene Corona-Gesetz. Damit gilt in Ungarn auf unbestimmte Zeit der Notstand. Ohne Kontrolle durch das Parlament kann Orbán weiter per Verordnung regieren. Bisher hatte er betont, es gehe allein um den Kampf gegen Corona. Dieses neue Gesetz gibt der Regierung die Macht und die Ressourcen, um die Selbstverteidigung Ungarns zu organisieren. Dank Notstandsgesetz kann Orbán jetzt Kommunalwahlen verschieben. Und wer Nachrichten verbreitet, die aus Regierungssicht falsch sind, dem drohen bis zu 5 Jahre Gefängnis. Journalisten, Ärzte und die Opposition kritisieren das scharf. Das Problem ist, dass es kein Vertrauen in die Regierung gibt. Wenn wir uns die letzten 10 Jahre anschauen, haben sie immer wieder ihre Macht genutzt, um Demokratie und den Rechtsstaat auszuhöhlen. Wir brauchen eine Garantie, dass sie das nicht wieder tun. Auch die Europäische Kommission fordert, die Notfallmaßnahmen zu befristen. Man solle ihn nicht behindern, teilt Viktor Orbán heute schriftlich mit. Seine Justizministerin verteidigt das Gesetz als demokratisch. Das Parlament ist in der Lage, die Befugnisse jederzeit zurückzunehmen. Das ist einzigartig in Europa. So viel zum Zeitrahmen. Auch über das Ende des Notstandes wird das Parlament entscheiden. Wann das sein soll, bleibt unklar. Doch mit ihrer Zweidrittelmehrheit kann sich Orbáns Fidesz-Partei beliebig Zeit lassen, um das Notstandsgesetz zurückzunehmen.